Hast du das über Fitnercraft gesehen? Gesagt, Chat. Mein Gott, Bruder, bitte, ich schwöre, diese Eli-Mehr-Thematik geht mir so auf den Sack. Ich schwöre auf alles, als wären alle 3 Jahre alt. 67. Wie willst du das machen? Mert und Eli in Fitnercraft? Und wie soll das funktionieren? Und werden die dann miteinander reden? Und ist dann auch, ist da Beef? Hä? Und was soll ich jetzt davon gesehen haben? Also er hat ja recht, Bro. Digga, schön, als ob die so überhaupt nicht auf dem gleichen Server sein können. Ich bin keine Baddie leider. Die weißen Flecken sind irgendwie weird. Aber ich check wegen meinem Skin halt, ne? Doch? Ja? Würdet ihr? Ja. Also meiner Meinung nach sollten alle Leute aus dem Projekt ausgeschlossen werden, die halt nicht meiner Meinung sind. Weil hier sind einfach viele in dem Projekt, die nicht meiner Meinung sind. Und ich finde das geht halt gar nicht. Dazu gehören zum Beispiel die Säulen, also unter anderem auch ein Eli, ein Willi, ein Sydney, aber auch zum Beispiel ein Axel, der auch höchst problematisch ist mit seinen Aussagen, die er getätigt hat. Aber was haben die Säulen denn gemacht? Also zum Beispiel ein Eli hat gesagt, dass sie mich halt jetzt ignorieren wollen. Und das könnt ihr auch gerne machen. Und kann er das so gut, Bruder? Der Mali-Clip ist halt krass, ne? Digga, der kann das halt so gut. Der kann dieses Österreichische richtig gut. Leute, ich verstehe halt nicht, warum man solche problematischen Streamer einlädt. Also... Bro, ich muss dir sagen, ich habe diesen originalen Veni-Clip nicht mal gesehen, Bro. Ich habe das nur so gesehen. Kann mir jemand mal den Originalclip schicken, damit ich weiß, ob das überhaupt eine gute also ob das gut geactet ist von ihm? Ich meine, ein fucking Schradin, was hat der hier zu suchen? Ich verstehe das nicht. Dieser Mali? Kennst du ihn jemand? Ich kenne ihn nämlich nicht. Ich sag, Veni hat gegen mich gewotet bei Craft. Ja, das ist nur allgemein. Es gab keinen richtigen Clip, oder was? Check. Das hier. Tracking every time we agree on a restaurant. Taco Bell. Burger King. McDonald's. Digga, what the fuck? Habt ihr schon mal einen Gegenstand gecrackt? Nee, Mann. Ja, Faki, was denn? Normal. Ich hab einmal ein Ei gecrackt und einmal der Klassiker Pringles-Dose. Das Ei kann ich erklären. Sind so Masturbatoren. Das Ei habe ich gefickt, das war nicht geil, by the way. Ich kann es nicht weiterempfehlen, hol ich das nicht. Du hast das Geschenk mit Kusshand genommen? Bruder, ich glaube, jeder von uns hat da reingefickt. Auch ein Kevin hat da reingefickt. Auch ein Wheel hat da reingefickt. Bei dem Einzigen, wo ich mir nicht sicher bin, ist Dominik. Das weiß ich nicht. Ich dachte ja, nach dem Flughafen Goodbye wäre die ganze Sache zwischen Hugo und Kioxik erstmal durch. Ein süßer kleiner Zufall, ein paar cringy Momente, ganz viel Chemie und Knistern und dann geht jeder wieder zurück in sein Leben. Madeira hatte andere Pläne. Nach einigen Wochen Funkstille, zumindest offiziell, denn wie man im Stream an manchen Stellen durchhören konnte, scheinen die beiden anscheinend miteinander zu schreiben. Und nachdem die Community die beiden ungefähr 97 Mal schon verheiratet hatte, standen die beiden plötzlich wieder voreinander. Und nicht irgendwo, nein, auf Madeira, wo alles begann. Parasozial 16 Minuten Brett. Anders als beim ersten Treffen gab es diesmal keine komische Begrüßung irgendwo draußen, kein Picknick im Park und keine Übergangsphase, in der man schauen muss, ob die Chemie überhaupt noch da ist. Dieses Mal kam Kioxik direkt zu Hugo nach Hause. Sie betritt die Wohnung, beide lächeln verlegen, aber irgendwie vertraut. So als würde man eine Person wiedersehen, die man zwar noch nicht lange kennt, aber bei der es sich trotzdem so anfühlt, als hätte man nie wirklich aufgehört, miteinander zu reden. Von der ersten Sekunde an merkt man, der Vibe aus dem ersten Treffen ist nicht weg. Er ist noch da. Dieses leicht unbeholfene, aber gleichzeitig unglaublich natürliche Zusammenspiel zwischen den beiden. Nach ausgetauschten Geschenken ging es auch direkt zum ersten Teil des Plans für den Stream. Ein Kuchen backen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht erwartet, dass Hugo und Kioxik zusammen einen perfekten Marmorkuchen hinbekommen. Aber... Bro, der war so scheiße, der hat so kacke... Bruder, aber ich verbinde das nicht auch nicht... Bro, hat der einfach analysiert, was wir gemacht haben? Persönliches. Etwas, das man eigentlich nur Menschen anvertraut, denen man vertrauen will, denen man gefallen möchte oder von denen man sich gern beeinflussen lässt. Und Kioxik macht das nicht halbherzig. Sie sucht ernsthaft das Lachen und Witzeln zusammen. Und dann kommt der Teil, der vielen Zuschauern wahrscheinlich am meisten im Kopf geblieben ist. Kioxik sucht ein Parfüm und ein Outfit für Hugo aus. Das ist ein Moment, der so viel mehr sagt, als man auf den ersten Blick sieht. Denn Parfüm und Kleidung ist etwas sehr Persönliches. Etwas, das man eigentlich nur Menschen anvertraut, denen nicht so man... deep. Und Coach analysiert Farben und Schnitte, vergleicht Styles. Und Hugo macht einfach mit. Klar sagt er auch, wenn ihm irgendwas gar nicht gefällt, aber man merkt, dass es ihm eigentlich ein wenig unangenehm ist, aber auch gleichzeitig mag und deshalb durchzieht.
Ein bisschen schüchtern, ein bisschen stolz und ein bisschen überfordert. Und irgendwo zwischen den Regalen entsteht plötzlich ein Gefühl von, die beiden wirken wie ein Paar, das sich gemeinsam einen neuen Look aussucht. Natürlich, Bro, was? die erste Welt ist der Stream. Öffentlich, laut, jede Bewegung wird kommentiert, jede Geste analysiert, jedes Wort landet als Clip auf TikTok. Es ist die Welt, in der sie versuchen müssen, lustig zu sein, unterhaltsam, präsent und gleichzeitig vorsichtig. Und dann gibt es die zweite Welt, die leisen Momente, die eigentlich gar nicht für tausende Bro, Zuschauer was ist gemacht das sind. für ein Wenn sie Video? zusammen lachen, ohne dass dafür irgendein krasser Chat-Moment zustande kommen muss. Oder wenn einer von beiden kurz so wirkt, als hätte er überhaupt vergessen, dass da eine Kamera läuft. Diese Momente sind selten, aber genau deswegen so wertvoll. Zwischendurch kommt immer wieder dieses typische Hugo-Überforderungsgesicht. So ein Mix aus, was sage ich jetzt und ich bin komplett lost, aber ich versuch's trotzdem irgendwie. Und Kioxik spielt damit. Man merkt immer wieder, wie sehr sie versucht, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Nicht aufdringlich, nicht unerwartet wird und wie kompliziert es ist, sich kennenzulernen, wenn tausende Menschen jede Kleinigkeit interpretieren. Vielleicht ist das der Grund, warum das alles so intensiv wirkt. Weil jede kleine Geste größer erscheint, jeder Blick schwerer und jedes macht und schlussendlich hat sie sich dann aber aus dem Stream verabschiedet. Und damit stehen wir wieder an diesem Punkt, an dem man sich fragt, was passiert hier eigentlich wirklich zwischen den beiden? Denn, seien wir ehrlich, wenn man ihre Dynamik in Worte fassen müsste, wird das verdammt schwer. Aber egal wie man es nennt, irgendwas ist da. Manchmal wirkt es wie pure Show, wie zwei Streamer, die genau wissen, welche Momente viral gehen werden. Die wissen, wie man mit Blicken spielt, wie man Spannung erzeugt und wie man Situationen ein bisschen übertreibt. Und seien wir ehrlich, beide werden sich darüber bewusst sein, wie viel Aufmerksamkeit und Reichweite dieses Thema bringt. Und dann gibt es diese anderen Augenblicke. Die kleinen, die unauffälligen. Die man nur mitbekommt, wenn man wirklich genau hinschaut. Wie Hugo sie anschaut, wenn er denkt, dass es keiner bemerkt. Wie Kioxik lacht, wenn er mal wieder irgendwas komplett falsch versteht. Es kann nicht so deep sein. Wie sie ständig Anspielungen macht und er sie entweder nicht checkt oder so tut, als würde er sie nicht checken. Das wirkt nicht gespielt, nicht choreografiert. Das wirkt echt. Wirklich echt. Und vielleicht ist genau das Spannende an dieser Story. Es ist so eine Mischung aus Streaming-Entertainment und echter Unsicherheit, aus Content und Realität, aus zwei Menschen, die sich offensichtlich mögen, aber nicht genau wissen, wie man das unter Beobachtung zeigt. Ob da mehr ist, ob das alles nur Show ist oder ob wir hier live miterleben, wie zwei Leute sich langsam, holprig und sehr unperfekt näher kommen, das kann am Ende nur die Zeit zeigen. Aber eins steht fest. Kapitel 2 ihrer Wie arbeitslos muss man sein? Geschichte war mindestens genauso chaotisch, wholesome und unfassbar komisch wie der erste Teil. Und irgendwie fühlt es sich an, als wäre da lange noch nicht Schluss. Und damit sind wir am Ende von Kapitel 2 dieser, ja, wie nennt man das denn nur eigentlich? Kein richtiges Date, kein richtiges Nicht-Date, irgendwas dazwischen. Was auch immer Hugo und Kioxik da gerade leben. Es ist chaotisch, es ist weird, es ist absolut geil. Und es ist auf eine seltsame Art komplett faszinierend. Vielleicht ist es nur Content, vielleicht ist es echtes Interesse, vielleicht ist es beides gleichzeitig und vielleicht ist es genau das, was die Community so sehr fesselt. Denn egal wie man dazu steht, man schaut zu und denkt sich, ich muss wissen. Oder was? Leute, ich verstehe halt nicht, warum man solche Wie Vedi auf das Video reagieren wird. dramatischen Stream einlädt. Also, ich meine, ein fucking Schradin. Ja, Leute, schaut's. Das sind wir halt wieder beim Thema Ortsgrenzen. Schaut's, ich verstehe auch an Spaß. Das geht wirklich schon in Richtung Mobbing. Wenn sich da wirklich Amali, dass sie nicht reingevotet wird in Craft Attack mit so einer geschissenen Art. Na, also Amali mit so einem fucking Verhalten hat die nichts zu suchen in Craft Attack. Na, Digga, warum haben die alle dieses Österreich so gut drauf, Digga? Also gestern war ich so auf WhatsApp. So, zeige ich warum. Bro, also da, okay, wenn ich jetzt nochmal sehe, das war schon krass, Digga. Also da dachte ich mir echt, Digga, was ist denn jetzt los? Sie schickt mir einen TikTok. Hugo, I can't stop laughing. Also ich kann nicht aufhören zu lachen. Und dann das hier. Bro, Digga, ich war so da, Digga. Wer auch immer die TikTok hochgeladen hat, Bruder. Gänsehaut.